Wie ein ziemlich schlecht verkennen kann, als Christoph unter dir. Die Bämchen, Kadoen, Zeit an der Familie, gut essen, gehört alles dazu. Und auch für Reis ein Krippchen. Auch wenn mir ganz klein ist. Und zu dieser Krippchen hatte ich heute Gedanken, den ich einfach ganz gerne will teilen. Die meisten die wissen natürlich, dass Jesus für ihn auf die Welt gekommen ist, an einem Stall auf die Welt gekommen ist. Dass er an einem Futtertrog empfang, also an einer Krippschulung. Mit ein bisschen Streu, mit dem bisschen Windeln, was sie hatten. Nicht am besten Zimmer, nicht an den besten hygienischen Voraussetzungen und all das. Also schon stark genug, mehr was ich heute will, denke so ein bisschen, wenn man das heute wirklich geschwärzt hat, weil man den als Jesus auf die Welt gekommen ist, waren die Leute, die es mitgekriegt haben, die ersten Leute, die es mitgekriegt haben. Das allererste waren mal gar keine Menschen außer seinen Eltern, das waren deren. Und deren hatten damals definitiv nicht mehr eine Funktion, dass sie da waren für den Lebensunterhalt. Für das Essen, für die Zeit bei den Schafen von ihrer Wolle her. Aber sonst hatten sie nicht ganz viel Stelle wert. Da waren nicht Hirten. Hirten waren als eine Armerkusch, als eine Schicht, die nicht viel zu sagen hatten. Und da waren noch plus auch noch Ausländer. Das soll nicht irgendwie rassistisch gemeint sein. In der Zeit von damals, viel mehr noch wie heute, waren so Savanten, Waisen, Magen von weit hier, das ist ein orientalisches Land, das ist ein Land, vielleicht waren doch Leute, die ob irgendwelche astrologisch Zeichen geguckt haben, was auch immer, die hatten auch da an dem Land, wo Jesus geboren ist, nämlich in Israel, die Stelle wert. Das war früher. Ansonsten war nicht lo irgendwie die Kinder, die kommen aus. Aber wenn er kommen wäre, dann wäre kommen für die Konkurrenten auszuschalten. Es waren nicht Presse an voll Leute, Tonnen Menschen, die einfach wollten da einen Kind holen. Nee, es kommen Leute, die an der Gesellschaft nichts zu sagen hatten. Und von heute ist das gewesen, eine Kind gehen oder eine Sängerin oder irgendeine Präsidentenfrau kann auf die Welt bringen, dann wäre direkt die wichtigsten Leute, die müssten natürlich direkt gewählt gehen. Es gibt Schütterin wissen, voilà, das kann auf die Welt kommen, das ist eine wichtige Nachricht, die muss Schütterin wissen. Heute wird Gott dezidiert, dass hier, weil hier hätte das Kind so machen. Wie Gott hat dezidiert, dass die Leute, die das als echt sollte gewählt gehen, die Leute waren, die der Gesellschaft nicht wert waren oder nicht viel auf jeden Fall. Und so ist es doch heute ist das noch. Natürlich, ja, Gott schwätzt zu allen Menschen, Gott schwätzt sicherlich auch zu Leuten, die heischrangig sind. Wie Gott schwätzt ganz besonders zu Leuten, die für die Gesellschaft vielleicht vergisst gesehen. Er schwätzt auch zu Leuten, die auf der Straße wohnen. Er schwätzt zu Leuten, die länger in ihrem Haus sitzen und an einer Depression sind. Er schwätzt zu Leuten, die nicht mehr wissen, was sie noch so fangen sollen. Er schwätzt zu Leuten, die vielleicht auch schlimme Sachen in ihrem Leben gemacht haben und die Heilung brauchen, die Vergebung brauchen. Er schwätzt zu Leuten, die gebracht sind. Er schwätzt zu Leuten, die auf die Gesellschaft raufguckt, weil sie nicht viel haben oder weil sie nicht viel können. Weil für Gott sind all die Menschen ganz besonders wertvoll, weil auch die hat Gott gewollt. Und auch das hat Gott gewollt. Und dafür will ich einfach ein Kinder streichen, diese Christtag. Gott als der wichtigste Teil von Christtag. Jesus als der wichtigste Kado auf Christtag. Und ihn hat genau das gewollt.